Warnung. Bevor wir anfangen, wichtiger Hinweis. Die Methode, die ich euch gleich zeige, funktioniert ausschließlich an der PlayStation 3, egal ob Standard, Custom Firmware oder Handinstallation, und an einigen Linux-Betriebssystemen, die 4 KB Sektorgröße nativ verarbeiten können. Moderne Konsolen wie die PlayStation 5, die PlayStation 4, Windows in Standardkonfiguration oder viele TV-Geräte funktionieren damit nicht. Auch ältere Konsolen fallen damit weg. Dieses Projekt ist ein technisches Nischenprojekt speziell für die PlayStation 3 und eher als Demonstrations- und Experimentierprojekt anzusehen, als eine Lösung für große Festplatten. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Hallo Leute, ich nehme euch heute mit auf eine Reise durch die Welt der Technik. Wissen, das ich mir innerhalb von 5 Jahren angeeignet habe über externe Festplatten und Betriebssysteme. Ich erkläre euch, was eine Festplatte macht, wie sie funktioniert, welche Möglichkeiten die gängigen Standards sind und was technisch rein theoretisch möglich wäre. Am Ende des Videos zeige ich dann mein Fazit. Durch Sicherheitsmechanismen und Standardisierung von Bits und Bytes, Clustergrößen und Sektorgrößen bleiben viele Möglichkeiten prozentual ungenutzt. Sie wären technisch machbar, aber durch festgelegte Normen blockiert. Standards, die sich etabliert haben und heutzutage kaum noch wegzudenken sind. Leider. Warum die PlayStation 3 große Festplatten eigentlich nicht unterstützt. Die PlayStation 3 ist im Jahre 2006 erschienen und basiert noch auf sehr alten Systemarchitekturen. Für externe Festplatten verwendet die PlayStation 3 ausschließlich folgende Vorgaben: MBR als Partitionsschema, FAT32 als Dateisystem, logische Sektorgrößen von 512 Byte, maximal 2 Terabyte adressierbarer Speicher. Das Problem ist schnell erklärt. MBR ist auf 32-Bit Adressierung festgelegt. Das bedeutet maximal 2 Terabyte bei 512 Byte Sektoren. Sobald die Festplatte größer als 2 Terabyte ist, scheitert die PlayStation 3 am Adressierungslimit. Was Sektorengrößen überhaupt bedeuten. Festplatten bestehen aus Milliarden kleiner Einheiten, den Sektoren. Jeder Sektor enthält entweder 512 Byte oder 4096 Byte, also 4 Kilobyte. Früher waren praktisch alle Festplatten mit 512 Byte. Moderne Festplatten arbeiten physisch aber fast immer mit 4 Kilobyte Sektoren. Wichtig ist, der Festplattencontroller ist entscheidend, welche logischen Sektoren dem Betriebssystem gemeldet werden. Warum 4 Kilobyte Sektoren an der PlayStation 3 plötzlich helfen? Wenn eine Festplatte logisch 4 Kilobyte Sektoren meldet, dann adressiert MBR nicht mehr 512 Byte, sondern 4096 Byte. Damit steigt die theoretische MBR-Kapazität auf 16 Terabyte. Das heißt, wir betrügen das alte MBR-Schema nicht. Wir nutzen schließlich große logische Einheiten. Damit wird eine Festplatte von 3, von 4, von 6 oder sogar 10 Terabyte plötzlich adressierbar, obwohl MBR eigentlich nur 2 Terabyte unterstützt und danach Schluss macht. FAT32 und die Clustergrößen. MBR ist rein theoretisch nur ein Adressbuch. FAT32 ist das eigentliche Betriebssystem. Auch FAT32 hat Grenzen. Erstens maximal 4 GB pro Datei, minus 1 Kilobyte, wenn man genau sein möchte. Maximal kann FAT32 unter MBR 268 Millionen Cluster adressieren bzw. erstellen. Je größer die Festplatte, desto größer müssen also die Cluster sein. Ein Cluster besteht immer aus mehreren Sektoren. Beispiel: Wenn wir 512 Byte Sektoren haben und wir nehmen 8 Sektoren pro Cluster, kommen dort 4096 Byte pro Cluster raus. Wenn wir jetzt aber
bereits 4096 Byte pro Sektor haben und wir erhöhen einfach die Sektoren pro Cluster, wir nehmen jetzt einfach mal 64 oder noch mehr Sektoren pro Cluster, ergibt das mehrere hundert Kilobyte pro Cluster. Das bedeutet, mit 4K-Sektoren brauchen wir eine sehr große Clustergröße, damit FAT32 überhaupt arbeiten kann. Das ist technisch möglich, aber nicht standardkonform. Nur die PlayStation 3 kommt damit klar und vielleicht noch einige Linux-Betriebssysteme. Warum moderne Geräte das nicht mehr unterstützen? Geräte wie PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oder neuer Smart TVs, Windows mit Standardtreibern nutzen heute GPT als Partitionsschema und exFAT als Dateisystem. Diese Technologien unterstützen 4KB-Sektoren problemlos, aber sie erlauben auch kein FAT32 mehr mit künstlich aufgeblasenen Clustergrößen. MBR plus FAT32 plus 4K-Sektoren ist also eine historische Sonderlösung. Und nur die PlayStation 3 akzeptiert das Ganze zuverlässig. Warum die USB-SATA-Bridge entscheidend ist. Externe Festplatten haben zwei Controller. Der interne HDD-Controller und der USB-SATA-Bridge-Controller. Beide müssen 4 Kilobit-Sektoren logisch melden und verarbeiten können. Viele Controller tun das nicht. Die PlayStation 3 akzeptiert aber nur dann große Platten, wenn der Controller eindeutig 4096 Byte-Sektoren kommuniziert. Darum funktionieren manchmal 6 oder 8 Terabyte Gehäuse und manchmal nicht. Fazit. Warum das Ganze ein Nischenprojekt bleibt. Die PlayStation 3 zwingt uns MBR und FAT32 zu nutzen. MBR hat eine 2 Terabyte Grenze bei 512 Byte Sektoren. Durch 4 Kilobyte Sektoren können wir MBR auf bis zu 16 Terabyte erweitern. FAT32 funktioniert nur mit riesigen Clustergrößen. Moderne Konsolen oder Geräte verstehen solche Sonderlösungen nicht. Nur die PlayStation 3 akzeptiert diese ungewöhnliches Setup zuverlässig. Das macht das Projekt technisch zwar hochinteressant, aber extrem speziell. Für die meisten Anwender lohnt sich so etwas nicht. Für PlayStation 3-Nutzer, Bastler und Technikbegeisterte aber ist es eine spannende Demonstration dessen, was mit den richtigen Sektorengrößen und etwas Know-how technisch möglich wäre. So, damit wir das Ganze auch noch einmal sachlich und ordnungsgemäß, damit ich das nochmal zeigen kann, wollen wir das Ganze einmal gucken, was unsere Festplatte, die ich da jetzt gerade angeschlossen habe, Moment, hier, diese Festplatte hier, die wollen wir jetzt in exFAT, ist auf exFAT formatiert und die wollen wir auf FAT32 formatieren. So, dann müssen wir erstmal gucken, was ist überhaupt da drin. Was ist da für ein SATA-Controller? Da brauchen wir diesen Befehl zu. Und das X, was hier steht, das ist jetzt der Laufwerksbuchstabe. In diesem Fall ist es gerade bei mir D. Ne? Da, D. Wir haben hier eben eine 6 Terabyte HDD. So. Dann drücken wir einmal Enter. Und schon spuckt er uns die Zahlen aus. So. Logische Sektor, also ja, logische Bytes pro Sektor. Diese Zahl ist wichtig. Die physischen Bytes pro Sektor sind eher unwichtig. Also hier könnte rein theoretisch auch eine 512 stehen. Oder hier. Wichtig ist bloß die oberste Zahl. Natürlich ist das hier eine Festplatte, die wunderschön dafür geht, weil sie eben, ja, alle Sektoren sind 4096 Byte. Das heißt, das funktioniert schon mal gut. Und dann haben wir aber ein Problem.
Wenn wir hier jetzt im Datenträger auf Formatieren gehen, dann können wir kein FAT32 auswählen. Können wir nicht. Wird nicht angezeigt. Das liegt daran, weil Windows mit Bordmitteln, also mit diesem ganz normalen Formatierungsprogramm, nur USB-Sticks mit gerade mal 32 Gigabyte nur noch formatiert. Alles andere formatiert Windows nicht mehr über das Standard-Tool. Also brauchen wir ein Extra-Tool. In diesem Fall habe ich mich dafür entschieden, also für Army Partitions Assistance, Partitionsassistenten, das ist die Standard-Edition. Nun haben wir hier aber ein Problem. Im Moment steht hier GPT. Wir wollen aber MBR für die PlayStation 3 haben. Also gehen wir kurz in die Datenträgerverwaltung. Dann löschen wir erstmal diese Partition oder das Volume, was da steht. Ja, so sind Sie sicher, dass dort alle Daten werden dabei gelöscht. Moment, warte mal kurz. Nur damit das Ganze ein bisschen veranschaulicht wird, erstellen wir hier erstmal kurz einen Ordner. So, dieser Ordner wird gleich verschwinden. Erstmal machen wir das Ding wieder zu. Dann drücken wir auf Löschen, Volume löschen. So, Achtung, bei der Durchführung werden alle Daten gelöscht. Du musst dir vorher sicher sein, dass du entweder eine komplett leere Festplatte hast, die eben die oben genannten Spezifikationen hat. Moment, kann ich ja noch mal gucken. Ach nee, Moment, doch, noch haben wir die hier aktiv. So, die eben, also das hier musst du erst nachgucken. Die logischen Sektoren müssen diese Zahl sein. So, anders wird das Ganze nichts. Ansonsten kann man sich das Ganze auch sparen. So, jetzt drücken wir auf Löschen. Ja. So, jetzt haben wir hier nicht zugeordneten, jetzt ist der Speicher hier nicht zugeordnet. Jetzt klicken wir hier hin auf die andere Seite und drücken auf Datenträger zu MBR konvertieren. Und schon macht Windows von sich aus 2 Partitionen. Umgehen können wir das Ganze aber, wenn wir hier jetzt, Moment, so, jetzt müssen wir hier oben erstmal auf Aktualisieren klicken, denn hier unten ist die Festplatte immer noch Expert und GPT. Dann drücken wir einmal auf Aktualisieren und schon haben wir hier MBR. Und in diesem Konvertierungsprogramm haben wir hier eben die Möglichkeit, Moment, hier gehen wir nochmal auf Eigenschaften und hier sehen wir erstmal Sektoren pro Spur. Und wo hatten wir das denn noch? Nee, konnten wir nicht. So, und jetzt erstellen wir eine neue Partition. Und da wählen wir dann FAT32 aus. Und im Normalfall, wenn jetzt, wenn jetzt hier eine 512 stehen würde, dann kannst du dir sicher sein, dass hier trotzdem nur, Moment, dass hier gerade einmal ungefähr das hier angezeigt wird. Allerdings eben auf voller Länge. Das liegt eben daran, weil wir die 4 Kilobyte Sektoren haben. So, und wenn wir jetzt auf OK drücken und dann hier oben auf Ausführen und dann einmal auf OK, dann wird das Ganze in FAT32 formatiert. Herzlichen Glückwunsch. Und schon haben wir eine 6 Terabyte Festplatte unter MBR und FAT32 formatiert. So. Und siehe da haben wir sie. Und sie ist leer.
Ich könnte da ja eine Windows-ISO draufpacken. Die Windows-ISO ist nämlich über 1 Gigabyte, über 4 Gigabyte groß. Oder wir nehmen einfach die größere. So, die kopieren wir und dann packen wir die, wollen wir die versuchen hier raufzupacken. Und siehe da, sie ist zu groß. Das heißt, wir haben hier eine wirklich echte Festplatte, die gerade FAT32 ist. Denn die 4 Gigabyte Grenze unter FAT32, die bleibt leider bestehen. Alles andere können wir uns irgendwie zurechtbiegen. Übrigens den Befehl, den könnt ihr euch gerne hier oben mal, den könnt ihr euch hier oben gerne, also ab hier könnt ihr euch gerne abtippen. Ihr müsst dann halt nur gucken, welchen Laufwerksbuchstaben euer Laufwerk hat, das ihr eben formatieren wollt. Aber wichtig, vorher Daten sichern und seid euch bewusst, dass ihr diese Festplatte so unter Windows, eher selten. Also sie wird eher selten einwandfrei laufen. Hier wird sie tatsächlich gerade super angezeigt. Das kann man hier ohne weiteres sehen. Aber Moment, warte ich das? Ich blende euch das gleich nochmal ein. Da haben wir dann eben eine Festplatte, die nicht in dieses Format gebracht werden kann. So, und das war jetzt eigentlich schon der praktische Teil. Ich glaube, ich habe viel mehr im theoretischen Teil gelabert als im praktischen und wünsche euch somit eigentlich viel Spaß mit eurer Festplatte, wenn ihr sie benötigt. Hallo, hier nochmal der Carsten aus dem Schnitt. Wir sind nun am Ende des Videos angelangt und ich wünsche euch viel Spaß beim Erstellen eurer Festplatte. Wenn ihr sie denn benötigt, sinnvoll nutzen könnt. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch viel Erfolg und dann hören wir uns entweder beim nächsten Tutorial oder beim nächsten Let's Play wieder. Auf Wiedersehen, euer Carsten.